Hallihallo! Heute Abend habe ich mir mal was wünschen dürfen. Ich habe nämlich heute alle möglichen Sachen in meinem Regal rausgefunden, die die Kinder mir im Laufe der Zeit gebastelt und geschrieben und gemalt haben. Und da war ein Bild dabei. Da hat die Carla einfach das in Bild umgesetzt, was der Jörg ihr als Gute-Nacht-Geschichte am Abend vorher vorgelesen gehabt hat. Und zwar war das auch wieder vom Tolkien und diesmal aber vom Herrn der Ringe. Und ich muss sagen, das hier ist jetzt eine Version aus der Hobbit-Presse vom Klett Cotta, in der Übersetzung vom Wolfgang Krege, also nicht in der alte von der Margaret Carew, sondern vom Krege. Und da ging es jetzt um, die Hobbits kommen gerade in Bree an und der Sam, dem gefällt es gar nicht, weil er ja die riesige Häuser von den Menschen nicht wirklich, die machen ihm einfach Sorge und Angst. Und jetzt stehen sie auch noch vor einem großen Gasthaus. Und da fragt er, wir werden doch nicht etwa hier übernachten, Herr Frodo, rief er. Wenn es Hobbits gibt in dieser Gegend, warum suchen wir uns da nicht welche, die uns aufnehmen? Das wäre doch heimischer. Was hast du gegen das Gasthaus, sagte Frodo. Tom Bombadil hat es empfohlen. Ich denke mir, drinnen wird es schon halbwegs heimisch sein. Selbst von draußen sah das Gasthaus nicht übel aus, wenn man den Anblick solcher Häuser gewohnt ist. Es hatte eine Front zur Straße und zwei Seitenflügel, die nach hinten ein Stück weit in den unteren Berghang hineingebaut waren, sodass die Fenster im zweiten Stock auf der Rückseite ebenerdig waren. Durch einen breiten Torbogen gelangte man in den Hof zwischen den beiden Seitenflügeln und links unter dem Torbogen war der Haupteingang, zu dem einige breite Stufen hinaufführten. Durch die offene Tür fiel Licht heraus. Über dem Torbogen hing eine Lampe, darunter ein großes Wirtshausschild. Ein dickes, weißes, sich aufbäumendes Pony. Über der Tür stand in weißen Buchstaben: Zum tänzelnden Pony. Inhaber Gerstenmann Butterblüm. Und das war nämlich richtig gut so nachgemalt, diese Beschreibung. Da kann man mal sehen, wie inspirierend Lesestoff wirken kann. Genau. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.